Wie lange bleiben Sie schon in Belarus? Wo sind Sie schon gewesen? Was haben Sie gesehen? Also ich bin jetzt erst am Freitagabend gekommen, aber ich war ja Anfang November beim Minsk-Forum dabei. Und ich bin nicht das erste Mal als Wahlbeobachter da, sondern schon seit 2002, sodass ich Land und Leute kenne, auch beurteilen kann, wie die Entwicklung ist. Und die Entwicklung ist aus unserer Sicht sehr positiv. Also mittlerweile ist es doch erheblich liberaler geworden im Umgang, was politische Meinungsäußerungen angeht. Dass das immer noch nicht ausreicht, dass die Standards immer noch besser werden müssen, das ist so, aber immerhin entwickelt es sich in die richtige Richtung. Könnten Sie ein konkretes Beispiel geben? Also die Opposition durfte jetzt ins Fernsehen. So, das hat es vorher nicht gegeben. Wir meinen natürlich, dass die Opposition nicht nur vor der Wahl ins Fernsehen darf oder muss, sondern die muss auch während der Wahlperiode kontinuierlich im Fernsehen auftauchen. Das heißt, die heute nicht gewinnen, müssen danach auch weiter die Möglichkeit haben, ihre politischen Thesen zu vertreten. Denn nur dann hat die Bevölkerung ja langfristig die Möglichkeit, sich eine politische Meinung zu bilden und dann abzuwägen, wer der bessere Kandidat oder die bessere Partei ist. Also es reicht nicht aus, 2 Stunden vor einer Wahl und sonst nie. Aber immerhin, es entwickelt sich immerhin in die richtige Richtung. Dasselbe gilt natürlich auch, was das Zeitungsangebot hier ist. Es muss landesweit zu kaufende Zeitungen geben, wo kritische Meinungen geäußert werden dürfen. Das ist immer noch unzureichend. Aber wenn man so in den Wahllokalen heute die Stimmung aufgenommen hat, dann ist es liberaler geworden. Das Ganze miteinander umgehen. Liberaler heißt jetzt aber nicht unbedingt, dass es demokratischer geworden ist. Also da ist noch ein Missverhältnis. Und das größte Problem sind diese Early Votings. Wenn man die Early Votings auszählt und das Ergebnis von heute auszählt, dann sieht man, dass bei dem Early Voting eben ein unverhältnismäßig besseres Ergebnis für den Präsidenten rauskommt, als bei den Wahlen heute im Wahllokal. Und von daher ist da dringender Handlungsbedarf, das abzustellen. Aber in Wahlkommissionen sehen Sie so wenig Leute von der Opposition. Gebe ich Ihnen gerne zu, das ist ein weiterer Punkt. Es muss in jeder Wahlkommission muss mindestens einer, besser mehrere von der Opposition sein. Weil die Opposition ja bereits gesplittert ist, müssen eigentlich mehrere sein. Dass die Staatsmacht dann die Mehrheit hat, okay, ist im Zweifel bei uns auch so, dass die regieren, ein bisschen mehr Zugang da haben, aber das ist auch ein Kritikpunkt. Haben Sie nur Minsk diesmal besucht oder irgendwelche andere Orte? Nein, ich habe jetzt nur Minsk besucht. Ich war aber im Rahmen des Minsk-Forums auch in anderen Städten. Ich habe große Betriebe besucht, sodass ich schon einen Eindruck habe, der über Minsk hinausgeht. Aber eben jetzt nicht an diesem Wochenende, weil wir noch gerade Parlamentswoche in Berlin hatten und das also nicht anders geht. Sehen Sie keine Gefahr, dass die offizielle Seite, zum Beispiel Mitglieder des Parlaments, die sie begleitet, macht irgendwelche sonst ein Bild wie Potjomkin Dorf? Also ich glaube, ich kann das schon unterscheiden. Also nett sein ist das eine, aber klar zu benennen, wo die Schwächen sind. Und ich glaube, das tun wir auch und das sehen wir auch. Das machen wir auch nicht nur heute. Als wir das Minsk-Forum hatten, war ja auch der Kanzleramtsminister Pofalla da. Da sind auch in Gesprächen mit dem System, mit dem Chef der Administration des Präsidenten die Dinge auch genau benannt worden. Also der Präsident weiß, was wir von ihm erwarten über den Tag hinaus. Und ich glaube, diese Reisebeschränkung, die ja mal bestanden hat, die hat wehgetan. Wenn die Obersten der Republik nicht frei reisen dürfen und dieses Damoklesschwert hängt natürlich über ihm. Also wir erwarten, dass es weitere Fortschritte gibt. Wir brauchen sicherlich ein bisschen Geduld, aber bei der nächsten Wahl muss es weitere Fortschritte gegeben haben. Und dieses, was Sie eben mit Recht angesprochen haben, in jede Wahlkommission gehört jemand von der Opposition rein. Das ist selbstredend. Man muss aber zur Kenntnis nehmen, dass wir bei der letzten Wahl, bei der Parlamentswahl, noch nicht die Stimmzettel anfassen durften als Wahlbeobachter. Wir durften auch noch nicht in die Listen gucken. Heute darf ich da alles machen. Man hat mich sogar eingeladen, vorhin in ein Wahllokal zu kommen und heute Abend die Stimmen auszuzählen. Also es ist alles noch nicht so, wie es sein müsste, aber wir bewegen uns in die richtige Richtung. Wie können Sie sogenannte vorzeitige Abstimmung einschätzen? Das ist undemokratisch und die gehört einfach abgeschafft.
Dabei muss man aber auch wissen, dass es durchaus Länder gibt, die wir als demokratisch einstufen, wo an 2 Tagen gewählt wird. Aber das ist es auch. Mehr darf es nicht sein. Und das wäre ja ein Schritt, den der Präsident auch gehen könnte, dass samstags und sonntags gewählt würde. Und dann hätte er diese Forderung auch erfüllt. Ich werde ihm nachher sagen, wenn ich dazu Gelegenheit habe, Herr Präsident, seien Sie ein bisschen mutiger. Okay, vielen Dank, dass Sie für uns Zeit gefunden haben. Gerne. Sie sind das Sprachrohr hier. Sie haben ganz wichtige Aufgaben. Ja? Okay.